Switch. Wieder mal in meiner Küche und heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich der Marco von Arx. Er ist Koch und ihr habt ihn auch schon gesehen bei mir. Und wir sind zusammen, also wir gehen zusammen an einen Anlass als Flavor Fair und sind im momentan hier ausprobieren, was wir am Flavor Fair anbieten können. Weil wir haben dort eine Stange. Er hilft mit, weil ich einfach zu wenig professionell bin. Und er kann uns da super unterstützen. Und das hier, meine lieben Damen und Herren, das hier wird der Star. Das ist nämlich ein Bürgermeisterstück und das tun wir jetzt glaube ich mal grillen. Oder? Ja, ich meine. Also. Lalalala. Das machen wir nicht so, oder? Das macht doch einfach. Ja! Was soll jetzt das Ding an? Das lenkt, hä? Soll ich jetzt massieren? So. Jetzt haben wir hier das Big Green Egg angeheatet. Und jetzt kommt ein Stück hier drauf. Todesmutig von Finger. Also. Tada! Aber ist es nicht semi-intelligent, das mit der Plastikzange zu machen? Ich möchte nicht ewig lang haben. Hure kann ich's. Ich will jetzt schon ein Stück. In den Arsch rein. Das ist mein Off-Topic-Kommentar. Hier ist der hure sauteuer Konvektor. Jetzt ecken wir einen ab hier. Also währenddem jetzt das Fleisch draussen im Solarium ist, machen wir eine Beilage. Also ich bin einfach die Assistentin, weil er hat den Plan, ich nicht. Und ich mache einfach das, was er sagt. Das ist gescheiter. Also du musst jetzt sagen, was wir machen. Muss ich sagen, also? Ja. Ja, also wir machen einen kleinen, feinen, geilen Salat mit ein paar Herdöpfel, Tomaten, Peperoni. Das Ganze ein bisschen säuerlich und frisch abgeschmeckt, dazu noch geile Chimichurri-Sauce. Ja, und ich würde sagen, als erstes fangen wir einfach mal an mit den Herdöpfeln abkochen. Gerade so, wie sie sind, direkt ins Wasser. Wo ist jetzt das saure Schnittbrett? Ah, hier. Und auch ein gutes Messer. Das ist es. Also ja, Messer, die sind wahrscheinlich echt nicht gut. Ja. Okay. Also, ich habe hier ein Brotmesser. Nein. Dann schneidet er einfach so cool. Wie lange hast du gebraucht, bis du das hast können? Das nicht. Also, ich kann relativ frisch und schnell gut schneiden. Aber gibt es eigentlich so wie so eine Lektion, wo man das lernt? Oder macht man das einfach by the way? Ja, das ist Learning by Doing einfach. Ja, es gibt halt so einen Trick, wo du ein bisschen üben kannst, wenn du jetzt etwas fein abschneiden willst. Also erstens ist die Messerbewegung, dass du so machst. Oder? Und dann nimmst du die vordersten 4 Finger, Daumen hinten dran und hebst das einfach so fest. Okay. Und dann schneidest du und schaust, dass du mit dem Messerrücken hier am Finger dran bist. Weil du dann spürst, wo du bist. Okay. Oder? Und dann kannst du... Du musst dich ja hure konzentrieren. Am Anfang schon, ja. Okay. Oder? Wie manchmal hast du geschnitten? 1000 Mal. Okay. Ein paar Mal. Also schon lange nicht mehr. Aber ich schneide mich mehr an so Kleinigkeiten, wie hier zum Beispiel beim Folie abreißen. Oder beim Weinflaschen auftun? Oder beim Weinflaschen auftun. Ja, bei so Sachen schneide ich mich viel mehr, als Okay. wenn ich jetzt hier Gemüse muss schneiden. Und dann musst du unbedingt in die Augen lenken. Ja. Oder beißen. Oder schiffen. Ja. So, also jetzt noch Schnittlauch, aber dann tun wir am Schluss dazu. Und jetzt machst du ein Dressing. Ja, jetzt habe ich einfach weißen Balsamico dran. So ein Schluck, Und das wie alle Köche sagen. Gut, das ist wirklich geil, du schaust so am Jamie Oliver zu und er so, ja ganz wenig. So, okay, Menge. Tablespoon of Olive Oil und dann halt der Weißt du, warum habe ich so viel Öl und Dings dran? Weil die Herdöpfel noch dran und jetzt habe ich noch ein bisschen Soße zum Okay. das. Du hast jetzt Säure, Ja, du hast etwas Salziges und das muss noch ein bisschen für den Geschmack okay. für den Geschmack, oder? Für den Geschmack, oder? So eine gute Preise. Ja, guter Esslöffel. Also jetzt noch ein Schnittlauch dran.
Nein, nicht. Wenn die Herdöpfel gar sind, dann wir sie schnell abschütten, kurz zusammenschneiden und dann alles miteinander mischen. Okay. Voilà. Soll ich irgendetwas mit diesen Herdöpfeln machen? Die lassen wir noch schnell ausdampfen, die sind jetzt auch heiß. Weißt du, wegen dem Anlängen und so. Okay. Also für dich wahrscheinlich Geht. geht. Also. Was muss ich machen? Das machen wir Viertel. So und so. Also, das kann ich. Nein, da ich... Mehr Hunger. Ja. Nachher irgendwo das Herdlicht zu. Das hat sicher gut sexy ausgesehen. Gut. Ich hasse Knoblauch. Warum? Zum Schälen. Ja. Ich weiss, es gibt tausende Tricks und ich weiss nicht was, aber... Das nervt gleich, vor allem wenn der Menge braucht. Also hat dir der Knoblauch etwas gemacht, oder? Nein, ich schlage gerne. Ich schlage gerne Knoblauch. Willst du mal Zwiebeln schneiden? Ja. Wenn du das willst, dann mach. Also, sollen wir noch schnell probieren, ob wir das essen kann. Ich hoffe es doch. Ich glaube, mit dem Basilikum wird es so. Da ist es. Lamschigo à la Chef. Ostern wird ja. Zuerst Video mit dem. So, noch ein bisschen Salz. Und glaube, Also ist mir das wie eine Suppe. nein, Ach, Probierst. es schmeckt hure geil. es ist aber könnte ein bisschen bekannt sein. Merke ich gerade Chili. Aber es ist mega. Ich finde eben, der Basilikum schmeckt bis dahin. Ist hure geil. Mega, oder? Ja. Ich nehme jetzt das Fleisch vom Grill. Das sieht so geil aus. Souverän. Oder? Ja, ist gut. Tada! Soll ich zutun? Ja. Okay. Ja, Fasser verlaufen so, das heisst, du musst so. Also, Genau. Geil. ist es gut? Stopp. Das längt. Das ist perfekt. Ja, probier. Also, wir probieren. Ich nehme das Wasser. Dann nehme ich das. Das ist jetzt ungewürzt. Das ist wirklich... Komplett ungewürzt. Ja. Kann man easy, wirklich näher mit der rassigen Sauce und dem Salat, sorry. Das ist wirklich geil. Mit Flöhrensel drüber. Voilà. Salatbesteck. Ja, irgendeinen Cheflöffel. Also, Ja, also wir haben jetzt ein geiles Essen gekocht. ja. Du musst jetzt... Unkompliziert und einfach. Und jetzt machen wir schnell einen Tester und schauen, ob das überhaupt so in Frage kommt für das vielleicht stattfindende Big Win Egg Festival. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil es schmeckt einfach nur hure geil hier drin. Dann noch ein bisschen Salat. Dann tun wir heißes Fleisch drauf. Ein bisschen Salz. So geil, wirklich. So Und ich darf geil. den Staubsaugen. Das ist nicht am Boden. Und? Und dann die magische Soße. So eine Art Chimichurri, aber ganz rustikal gelassen. Das und jetzt so ein bisschen über das Fleisch. So. Also. Zum Glück habe ich ein grosses Mund. Ist gut. Fleisch hat nicht viel Füllung. Also, ich finde, so schicken, weil Das passt auch. das ist echt Hammer. Echt geil. Von Säure, vom Fleisch, echt von allem. Das ist echt perfekt. Nein, und vor allem auch mit dem Zucker, das merkst du einfach. Das ist krass. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind hier wirklich immer noch im Fleischwahnsinn. Es ist wirklich so fein. Und ich bin so froh, dass du schon hier warst. Ja, ist cool, wenn ich dafür gell? Und hast uns einen super Salat hergezaubert, weil so einen Salat würde ich nie in meinem Leben herbekommen. Von dem her, top. Danke.
Schaut da beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heisst, Quiz ist am Kochen.